ich gehe, aber ich lasse euch nicht allein zurück. Ich lasse euch nicht im Stich. Mission erfüllt, erledigt. Was mir bei Jesus entgegenkommt, ist auch den Aspekt, ich habe es erledigt. Und ich finde es ganz etwas Besonderes, wenn ein Mensch am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe die Mission erfüllt. Ich wünsche mir das, dass ich vielleicht noch so einen klaren Moment habe in meinen letzten Atemzügen, wo ich sagen kann, ja, ich habe die Mission erfüllt. Ich finde das ganz etwas Spezielles. Und ich denke, das ist nicht die Regel. Das ist auch nicht negativ, wenn das jemand nicht so ausdrücken kann. Aber ich denke, es ist etwas ganz Besonderes. Jesus sieht sein Ende am Kreuz. Sein vorläufiges Ende am Kreuz. Und er kann sagen im Gebet vor Gott, ich habe die Mission erfüllt. Ein wenig kam mir das Ganze so, ich weiß nicht, wer den Film Braveheart kennt. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und eigentlich wollte ich ein bisschen etwas einspielen, aber das geht 4 Minuten, dass es wirklich Sinn macht. Aber es ist ein großartiger Film. Ich habe richtig gejubelt, als meine Tochter vom Englischunterricht nach Hause kam und hat gesagt, der Englischlehrer habe ihr aufgetragen, Braveheart zu schauen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee, dann schauen wir gleich. Und bei der ersten Szene oder bei der Startszene, das geht schon brutal zu und her, ist mir meine ganze Familie verstorben und hat gesagt, das ist viel zu brutal, das können wir nicht schauen. Aber sie stehen da bei Stirling und sehen dem Feind in die Augen und die Schotten, die beginnen nach Hause zu gehen, die beginnen das Schlachtfeld zu verlassen. Und dann kommt William Wallace mit dem Pferd, mit wehendem Haar. Und er richtet eine Rede an diese Gruppe. Und ich wünschte mir, ich könnte so predigen. Ich wünschte mir, ja, dass wenn ich etwas sage, dass das so eine Wirkung auch hat, dass Entmutigte wieder Tritt fassen, dass wieder Kampfesgeist entsteht. Und das kommt mir auch bei Jesus in diesem Gebet so ein bisschen entgegen. Der Held im Film richtet seine Worte an seine Männer, um sich dann selbstlos selber in die Schlacht zu stürzen. Es ist ihm alles egal. Er will nur seinen Auftrag erfüllen und die Schlacht gewinnen. Und wenn wir aber den Text hier genauer lesen und dann auch den Kontext, dann merken wir, dass es eben nicht um eine Rede geht, die ein Feldherr, die ein Actionheld zu seinen Leuten hat, sondern es geht darum, dass Jesus mit seinem Vater spricht. Jesus, der Sohn Gottes, spricht mit Gott Vater im Himmel. Und was jetzt folgt nach diesem Text ist nicht eine siegreiche Schlacht. Seine Jünger verlassen ihn. Sie werden scheitern. Selbst die ihm versprochen haben, wir werden treu sein, die werden scheitern. Einen anderen Aspekt des Gebetes ist mir auch groß geworden. Jesus rechtfertigt sich hier nicht. Ja, ich habe versucht, dies zu tun, ich habe versucht, das zu tun. Es ist mir vielleicht nicht alles so gut gelungen. Nein, Jesus hat seine Mission erfüllt. Er muss es nicht beweisen, dass seine Mission wie gewünscht erfüllt wurde. Die Worte, die Jesus hier spricht in diesem ganzen Kapitel 17 des Johannesevangeliums, die zeugen von einer tiefen Verbundenheit des Vaters und des Sohnes.
Der Sieg des dreieinigen Gottes wird ganz ohne menschliche Hilfe erreicht. Und da komme ich wieder zu meinen Einleitungsworten, wenn ich so wünschte, dass ich so großartig sprechen könnte, dann wäre ja es von mir abhängig. Dann wäre euer Glauben von meinem Reden abhängig. Jesus kommt zum Ziel, Jesus erfüllt seine Mission, auch wenn seine Jünger scheitern. Jesus ist nicht auf unsere Hilfe angewiesen. Wenn ein General von seiner Schlacht zurückkehrt, vom Krieg zurückkehrt, dann wird er die Punkte hervorstreichen, welche ihm zum Erfolg geholfen haben. Misserfolge, vielleicht Dinge, die man unterschiedlich deuten könnte, die werden heruntergespielt und der eigene Erfolg wird groß gestrichen, wird hervorgestrichen. Das ist menschliches Verhalten. Jesus braucht nicht etwas schön zu reden. Jesus braucht nichts schön zu reden, sondern er kann im Gebet zum Vater die Punkte noch einmal so hervorstreichen, was wichtig war in seinem Dienst. Man kann das Gebet von Jesus als solche Proklamation verstehen. Und da ist es nicht, dass er den Vater überzeugen muss. Hast du gesehen, was ich ausgemacht habe? Nein, der Vater weiß es. Es ist eine völlige Einheit. Und bereits im ersten Teil des Textes, in den ersten 5 Versen, haben wir gesehen, die da waren, und die anderen, es gibt noch die Möglichkeit, die Predigt online zu hören. Diese Verherrlichung, die der Jesus hervorstreicht, dieses Doxa, diese Anbetung, diese Verherrlichung, dieses Großartige, das Jesus hier gemeinsam mit seinem Vater noch einmal so proklamieren kann. Und dieses Gebet hat noch einen weiteren wichtigen Punkt. Es ist nicht nur Proklamation, es ist nicht nur hervorstreichen, was Jesus für uns ist, was der dreieinige Gott durch ihn auf dieser Welt getan hat, sondern dieses Gebet, und das werden wir dann noch im weiteren Verlauf sehen, ist auch ein Gebet für seine Jünger. Jesus als der wahre Hohepriester, als der fehlerlose Hohepriester, als der reine Hohepriester steht für seine Jünger ein. Und was sind jetzt so die Punkte, die Proklamationspunkte, die Jesus hier herausarbeitet aus seinem Dienst, auf seinem Unterwegssein auf der Erde? Ich habe den ersten Abschnitt überschrieben, Code zur Gotteserkenntnis. Code zur Gotteserkenntnis. Ich hatte am Donnerstag die Idee, ich könnte ja mal in Frutigen arbeiten, im Büro. Und dann habe ich das Büro aufgeschlossen und mich vor den Computer gesetzt und ich wusste den Code nicht. Da kannst du noch lange vor dem Supercomputer sitzen mit 2 Bildschirmen, wie unser Mitarbeiter sich das eingerichtet hat, sehr gut, oder? Aber da kommt nichts, wenn du den Code nicht weißt. Da kommt nichts. Zum Glück wusste ich dann den Code vom Tresor, aber das Passwort des Computers war leider auch nicht im Tresor, aber ich habe es ja mal versucht. Musste dann ein Telefon machen. Es war etwas demütigend für mich, diese Person anzurufen, die dann den Code wusste. Den Code zur Gotteserkenntnis. Jesus sagt, ich habe meinen Namen den Menschen offenbart. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Wer ist Gott? Und wie kann man mit ihm in Kontakt treten? Wer ist Gott und wie kann ich mit ihm in Kontakt treten? Das ist eine ganz große Frage. Man könnte es auch anders sagen. Gibt es einen Code, wie ich Gott für meine Zwecke gewinnen kann? Wie Gott mir nützt?
Das ist ja in vielen Religionen, auch so in animistischen Geisterreligionen, ist das die Motivation. Ich will die Götter für meine Zwecke nutzen und ich brauche den Code, dass ich das tun kann. Und da kam mir natürlich auch noch einen anderen Code in den Sinn. Vielleicht erinnert ihr euch, 2024, Nemo hat den ESC gewonnen mit dem Titel des Liedes Code. Habe ich ganz spannend gefunden. Ich habe da schnell über den Text ein bisschen drüber geschaut. Und das Lied handelt im Wesentlichen davon, dass er, Nemo, den Code gefunden hat, um seine eigene Identität zu finden. Bezeichnend ist, dass er diesen Code und seine Identität im Lied nicht im Himmel sucht, sondern in der Hölle. Ich finde es spannend. Spannend ist auch, wenn man immer wieder so Wissenschaftsberichte anschaut, dann heißt es auch, wir suchen den Code zur Entstehung, zum Ursprung unserer Welt. Was ist der Code zu unserem Ursprung? Oder man könnte auch sagen, was ist der Code zu unserer Identität? Was macht uns aus? Was ist unsere zugesprochene Identität? Und das ist ganz spannend, wenn man die Bibel studiert, stellt man fest, es geht ganz oft um diesen Namen. Abraham erhielt durch Gott eine neue Identität. Abraham, du sollst jetzt Abraham heißen. Du sollst Stammvater des Volkes Gottes werden. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Mose begegnete Gott in der Wüste und er fragte dann auch, ja, wer ist das, der mich da sendet? Und Gott offenbart sich mit seinem Namen. Er gab Mose Autorität für ein riesiges Exodus-Projekt, dass er das meistern konnte. Jesus wusste, dass er der Sohn Gottes war und er konnte daher seine Mission vollenden. Aber er behielt diesen Namen nicht für sich, sondern er sagt hier, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Jesus offenbart den Code zur Gotteserkenntnis den Menschen. Wer ihn annimmt und damit erkennt, gehört zu Gott. Wir dürfen den Herrn über Himmel und Erde Vater nennen. Das ist unsere zugesprochene Identität. Etwas Wunderbares. Sind wir uns bewusst, was das bedeutet? Du darfst den Vater, den Herrn über Himmel und Erde, den Schöpfer des Universums, darfst du Vater nennen. Das ist deine Identität. Du darfst ein Kind Gottes sein. Jesus kam auf diese Welt, um uns den Namen des Vaters zu entschlüsseln. Der zweite Punkt ist, es geht da um Eigentum und ich habe den überschrieben, verherrlichtes Eigentum, dass die Herrlichkeit, wie ich schon angedeutet habe oder schon gesagt habe, das haben wir im ersten Teil oder im vorhergehenden Abschnitt gesehen, diese Herrlichkeit, ein wichtiges Thema dort. Und auch hier greift Jesus das noch einmal auf und mir kam mein Vater in den Sinn. Mein Vater hatte eine wunderbare Werkstatt, so mit allen Schikanen. Mein Vater ist ein ausgezeichneter Sammler und er hat beim Bund in Thun gearbeitet und immer wenn ein Schweißapparat aussortiert wurde oder ein Schraubstock ausrangiert wurde, hat er sich diesen Utensilien erbarmt. Ich weiß nicht, ob ich das da so öffentlich sagen kann, aber ich denke, das ist mittlerweile verjährt. Und er hat das dann nach Hause gebracht. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, wenn er mit dem Traktor und Anhänger arbeiten ging, ist nicht gut. Er wird wahrscheinlich wieder mit Haufen Dingen nach Hause kommen. Das Gute ist, jeder Landwirt in unserer Umgebung hat jetzt mittlerweile einen Schweißapparat von meinem Vater vom Bund.
Und in jeder Ecke unseres Hauses ist ein Schraubstock befestigt. Also immer, wenn du etwas arbeiten möchtest, das ist egal wo, findest du einen Schraubstock. Das ist auch sehr praktisch. Und was mein Vater immer gesagt hat, ist, du musst nicht fragen. Das ist etwas, das ich meinem Vater bis heute so groß anrechne. Er hat immer gesagt, du musst nicht fragen. Mein Werkzeug ist auch dein Werkzeug. Was ich einfach gerne möchte, ist, dass am Samstag, wenn ich dann im Stress, und das war öfters der Fall, wenn er dann am Samstag im Stress war, weil er seine Wochenarbeit erledigen wollte und das Werkzeug nicht fand, dann war es dann mit seiner guten Stimmung aus. Aber vorher, und dann habe ich oft gesagt, dann musst du deine Werkstatt abschließen, dass wir nicht rein können. Und er hat immer gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr lernt, mit diesem Werkzeug zu arbeiten. Und mein Werkzeug ist auch dein Werkzeug. Was mir ist, was dir ist, ist auch mir. Jesus kann das auch so sagen. Und es ist noch viel, viel, viel in einem größeren Maße. Ich wusste, dass die Bedingung meines Vaters daran geknüpft war, dass ich im Vaterhause lebte. Also das zugesprochene Miteigentum hat in dem Moment aufgehört, als ich auszog. Stellt euch vor, ich hätte da auch meinen Anhänger gefüllt, oder, mit allen Dingen und hätte einfach die Werkstatt abgezügelt, weil ich gesagt hätte, ja, du hast ja selbst gesagt, was mir ist auch dir. Jesus kann sein Vaterhaus verlassen, er kommt auf diese Welt und trotzdem ist das, was dem Vater ist, auch ihm. Was Gott dem Vater gehört, gehört auch dem Sohn. Da gibt es keine Vorbehalte, da gibt es keine Klammer, da gibt es keine Ausnahme. Und das gilt an jedem Punkt auf dieser Erde. Ob auf dem höchsten Berg oder im tiefsten Tal. Es gibt sogar keinen Ort im Universum, wo sich diese Eigentumsverhältnisse ändern würden. Dieser Sohn kam in die ganze Verlorenheit der Erde für sein Eigentum, die Menschen, welche zu Gott gehörten, einzustehen. Es gibt Schreckliches auf der Erde. Vieles können wir nicht verstehen. Als Beweis für seine Vollmacht kam Jesus auf die Erde, in diese Welt. Und im Anblick des Kreuzes, er weiß, was kommt. Im Anblick des Kreuzes betet er für seine Jünger und er betet für dich. Er hat bereits dich gesehen, wie du mit ihm unterwegs bist. Ich bete für die, die du mir anvertraut hast. Wir dürfen sein Eigentum sein. Und das bedeutet jetzt nicht, dass Jesus seinen Mutwillen mit uns treibt, dass er uns nach Gutdünken benutzt, dass er uns einfach in seinen Anhänger einlädt und abzügelt. Eigentum Gottes bedeutet, dass wir völlige Gemeinschaft haben. Also wir sind nicht nur ein Werkzeug in der Werkstatt des Sohnes, sondern ihm gehören bedeutet völlige Gemeinschaft haben. Und da hinkt natürlich der Begriff oder das Bild des Werkzeuges. Ich habe mir überlegt, vielleicht ist das golden leuchtendes Werkzeug, weil es eben dem Vater gehört. Vielleicht können wir uns das so vorstellen. Völlige Gemeinschaft mit dem Besitzer zu haben. Herrliches Eigentum sein. Stell dir vor, deine Küchenutensilien, deine Küchengeräte oder deine Werkzeuge in deiner Werkstatt würden glänzen, weil sie dir gehören. Also die würden jubeln und frohlocken, weil sie dir gehören. Wie sieht es mit uns aus? Bevollmächtigt zurückgelassen in Einheit.
bevollmächtigt zurückgelassen in Einheit. Im Vers 5 kam mir wieder so im Vers 11, sorry. Im Vers 11 kam mir wieder so ein Kriegsfilm in den Sinn. Und der Held sagt dort nicht, lasst uns kämpfen, sondern der Held sagt dort, wir lassen niemand zurück. Wir kämpfen so großartig miteinander und wir stehen im Kampf, wir lassen niemand zurück. Niemand, no one left behind. Das ist im Originaltext. Schrecklich, wenn der Held die Szene verlässt und seine Gefährten allein im Kampf zurückbleiben. Das ist schrecklich. Im Kampf. Es geht hart auf hart. Es wird schwierig und der Held verlässt einfach die Szenerie. Seine Gefährten kämpfen verzweifelt weiter. Man könnte sagen, sie sind im Stich gelassen worden. Aber mehrere Male gibt uns Jesus im Johannes 14 bis 18 in diesen Abschiedsreden, ich gehe, aber ich lasse euch nicht allein zurück. Ich lasse euch nicht im Stich. Ich gehe. Und ich glaube, das muss er immer und immer und immer wieder wiederholen, weil seine Jünger es ja trotzdem nicht begriffen. Oh, jetzt hängt er am Kreuz. Oh, jetzt fährt er in den Himmel auf. Wo geht er jetzt hin? Ich lasse euch nicht allein. Jesus geht, aber gerade dies macht möglich, dass der Stellvertreter kommen kann. Gott, der sich nicht mehr an die menschliche Gestalt bindet in der Person von Jesus Christus, sondern als der Heilige Geist gesendet wird, kommt auf diese Erde und er kann mit jedem unterwegs sein. Und das bedeutet wieder das, was ich vorhin gesagt habe, Eigentum sein, unabhängig vom Ort. Weil wir ihm gehören, dürfen wir mit seiner Macht bevollmächtigt sein. Sind wir uns das bewusst, dass wir für eine Vollmacht haben? Und Jesus sagt das auch immer wieder. Zum Beispiel Matthäus 18, 20 heißt es, denn wo 2 oder 3 versammelt sind in deinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist die Macht dieses Codes, den ich am Anfang erwähnt habe. Das ist diese Macht des Namens Jesus Christus und es ist nicht getan, dass wir alleine unterwegs sind. Absolut davon überzeugt. Die Macht offenbart sich in der Einheit. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind, wie wir. Und im Moment sehne ich mich manchmal nach meiner Pension. Wieso? Weil ich spüre, da kommen Fragen auf im Leib Christi, die ich eigentlich nicht behandeln möchte. Es kommen Fragen auf, mit denen möchte ich mich eigentlich nicht herumschlagen. Und ich habe so wie den Eindruck, es zerrt wieder. Es gab eine Zeit, da hat jede Gemeinde für sich beansprucht, ein bisschen richtiger zu sein, weder die andere. Und ich habe den Eindruck, das hat sich dann stark gewandelt. Man hat gesagt, Jesus ist unser Zentrum. Und ich habe den Eindruck, dass im Moment wieder so eine Zeit kommt, wo Fragen aufkommen, die zerren wieder an dieser Einheit des Leibes Christi. In einer ganz neuen Art und Weise. Und eigentlich möchte ich mich ehrlich gesagt nicht mit diesen Fragen herumschlagen. Aber ich möchte, dass wir das im Hinterkopf behalten, dass diese unsere Devise ist. Auch wenn wir heute aus verschiedenen Ecken dieser Welt hier sind.
Die Einheit ist das, was uns stärkt. Und in der Einheit, und das kommt dann im weiteren Verlauf, in den weiteren Text noch mehr zum Vorschein, das ist das, wo die Macht, wo dieser Code offenbart wird. Und Trennung schaffen ist eine Strategie des Feindes. Er wollte den Vater und den Sohn trennen. Ist es wirklich wahr, was Gott gesagt hat, etc., etc.? Wir kennen das in der Versuchung von Jesus. Trennung schaffen ist eine Strategie des Feindes. Treten wir mit jenen, welchen den Namen Gottes durch die Einheit, durch Jesus Christus erkennen für die Einheit ein. Ich lese diesen Text noch, diesen Satz noch einmal. Treten wir mit jenen, welche den Namen Gottes durch Jesus Christus erkennen, für die Einheit ein. Das ist mein Aufruf heute Morgen. Jesus Christus offenbart uns den Namen Gottes, an dem wir uns ausrichten können, der uns Identität schafft. Wir sind sein Eigentum. Durch seine offenbarte Macht dürfen wir Einheit leben. Jesus Christus offenbart uns durch den Namen Gottes, an dem wir uns ausrichten können, der uns Identität schafft. Wir sind sein Eigentum. Durch seine offenbarte Macht dürfen wir Einheit leben. Amen. Amen. Ja, lieber Heiland, ich danke dir, dass du heute Morgen hast geredet, und ich danke dir auch, dass du der bist, der Einheit schafft. Wenn wir anfangen argumentieren, wenn wir anfangen streiten miteinander, wenn wir anfangen Recht haben, dann bringt uns das nicht weiter. Wir müssen uns auf dich ausrichten. Und das ist der Faktor, der uns Einheit schafft, Vater. Und ich danke dir, dass in dieser Einheit dort Macht sein darf. Wir sind nicht verloren. Wir sind nicht die belächelnde Gruppe von Christen, die da irgendwie an einer alten Religion nachhängen, sondern wir stehen unter deiner Macht. Und wir dürfen in dieser Macht stehen, wir dürfen in dieser Macht kämpfen. Ich danke dir, dass wir deinen Namen dürfen erkennen. Dass Jesus Christus auf die Erde ist gekommen, dass er uns vorangegangen ist und dass er uns die präsentiert hat. Dass wir die dürfen erkennen und annehmen. Dass er den Zugang geschaffen hat durch sein Sterben. Dass das überhaupt ist möglich geworden. Ich danke dir, lieber Heiland.